Hallo Spezien! Willkommen zurück im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute testen wir mal meine eigene Zwille. Hört sich blöd an, gell? Aber die schauen wir uns heute mal genauer an. Und zwar erzähle ich euch ein bisschen was über das Zielen. Dann machen wir mal ein bisschen was anderes beim Zielschießen. Wir schießen wieder mit Coca-Cola. Müsst ihr ja. Mit Kaviar oder mit Coca-Cola. Füllen wir das jetzt gleich mal um. So. Um was geht's heute? HitX und ich, wir haben zusammen eine Zwille rausgebracht. Dieses wunderschöne Teil hier. Ja, die Son of Dachsau Super Grip Edition aus Stahl und aus Holz. Das habe ich euch ja in einem anderen Video schon erzählt. Und jedes Teil ist natürlich auf seine Art ein Unikat, weil es natürlich echt Holz ist. Und jede Schleuder schaut dadurch anders aus. Dieses Teil ist unübertrieben der absolute Handschmeichler. Ich beantworte jetzt ein paar Fragen. Also ich habe Handgröße XL und mir taugt die richtig gut. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte noch größere Hände, ich glaube, dann wird sie mir auch noch taugen. Und mit kleineren Händen, das kennt ihr ja alle von der ganz normalen Super Grip, taugt die natürlich auch. Also ich mag das, wenn der Zwille in der Hand verschwindet. Also wenn man wirklich so richtig da rumgreift und dann hat man eigentlich nur noch die Gabel übrig. Das taugt mir so richtig. Dann gibt es die zum Schrauben und mit Rändelschrauben. Die Rändelschrauben haben wir so groß gemacht, damit man die auch unterwegs ohne Werkzeug gescheit festziehen kann. Dann sind 2 Gummis dabei, 300 Schuss Munition. Aber das habe ich alles schon erzählt, darum soll es heute gar nicht gehen. Heute geht es nochmal ums Zielen. Es gibt so viele Videos, wo mich die Leute immer fragen, ja, wie machst du das mit dem Zielen? Und bei mir ist es so, ich bin ja der intuitiv schießt. Ich erzähle euch immer, lernt intuitiv schießen. Es gibt 2 wichtige Sachen bei der Zwille. Es gibt die X- und die Y-Achse. Das heißt, einmal ist wichtig, dass ihr die Zwille nicht so haltet und nicht so haltet und nicht so haltet und nicht so haltet, sondern dass ihr vernünftige Zwillenposition habt, dass die Zwille genau in eurer Hand so steht. Dann gibt es viele Leute, die fangen dann an, über den Gummi zu peilen. Das mag vielleicht am Anfang ganz lustig sein, das ist auch ganz interessant, wenn du das mit einem 0,65er Gummi anfängst, weil sich der sehr leicht ziehen lässt. Aber wenn du dann beim Millimeter-Gummi angekommen bist, und ich mag jetzt auch nicht sagen, dass ein Millimeter-Gummi besser ist, ein 0,65er Gummi ist sehr präzise. Der hat wenig Power oder weniger Power, aber es ist ein sehr präziser Gummi. Manche ziehen natürlich das Bändchen weiter und peilen dann wirklich von hier hinten über dieses Gummibändchen. Ich sage euch, sucht euch einen Ankerpunkt, wie beim Bogenschießen. Ihr geht's her, übt erst einmal, dass ihr dieses Ding hier, diese Poach, ich mag diese Anglizismen einfach nicht, dass ihr diese Poach richtig in der Hand habt und dass ihr die nicht vorne zumacht, sondern dass ihr wirklich auf der Kugel sitzt. Und dann nehmt ihr das und sucht euch einen Ankerpunkt. Und diesen Ankerpunkt, den merkt ihr euch. Und diesen Ankerpunkt, den übt ihr vorm Spiegel, bis das wirklich immer genau der gleiche Ablauf ist. Bis immer das absolut sitzt. So. Und wenn dann diese Position von der Schleuder, diese Position, so, wenn ihr das drinnen habt, komplett intuitiv, ohne nachzudenken, dann gibt es nur noch eine Achse, über die ihr euch Sorgen machen müsst. Und es ist zu hoch oder zu tief. Also so kippen oder so kippen. Das vermeidet ihr aber, wenn ihr immer die gleiche Bewegung habt. Immer ziehen, immer an die Backe, egal von wo, immer die gleiche Position. Das heißt, diese Entfernung von hier bis zu meiner Backe ist immer die gleiche. Jetzt sind bei mir, ich habe mal gemessen, Auszugslänge habe ich glaube ich 86 cm. Ja. Das ist völlig unwichtig. Das ist vielleicht mal interessant, wenn ihr anfangt, die Gummis zu kürzen, aber da mache ich mal ein Video drüber, weil das auch völlig überschätzt wird. Das gibt zwar mehr Power, erfordert aber dann wieder komplett neue Justierung von eurem Zielen. Also nicht nachdenken. Aufspannen, wo will ich hin, genau in die Mitte und dann einfach den Schuss setzen. Jetzt haben wir die eine Achse, jetzt kommt die andere Achse dazu. Sprich, man kann nur noch zu hoch oder zu tief sein. Und das müsst ihr halt drinnen haben. Da macht ihr den ersten Schuss
Und dann sieht man schon, wo es hingeht. Das ist natürlich abhängig vom Gummibandel. Wenn du mit einem 0,65er Band schießt, dann fliegt die Kugel einen wesentlich schnelleren Bogen nach unten. Also diese Flugparabel, die ist natürlich, je leichter der Gummi ist, umso schneller sinkt die Kugel ab. Je stärker und je mehr Power der Gummi hat, umso gerader bleibt diese Kugel. Das heißt, auf 6 Meter ist das eigentlich fast uninteressant, weil es viel zu kurz ist. Auf 20 Meter merkt sie dann schon den Unterschied und dann müsst ihr halt gucken, erster Schuss, Probeschuss, bam, und dann seht ihr, okay, ich bin einfach zu tief. Dann haltet sie halt einfach ein bisschen höher an. Das passiert aber im Kopf. Wie gesagt, das ist dieses intuitive Schießen. Das passiert alles da oben und da möchte ich ja, dass ihr hinkommt. Kopf ausschalten, Ziel fixieren, wo will ich hintreffen, boom. Und wenn ihr euch diese Videos von mir zum intuitiven Schießen anschaut, da oben verlinkt, dann werdet ihr ganz schnell, ich würde sagen in 14 Tagen, werdet ihr mit dieser wunderbaren Zwille dahin kommen, dass ihr auf jeden Fall auf 6 Meter ein 5-Mark-Stückel trefft, falls ihr noch eins findet. Also ein Zwickel, wenn es da findet, den schießt ihr ab. Vielleicht für die, die das erste Mal dabei sind, weil sie über diese wunderschöne Zwille hier, über mich und die schöne Firma HitX gestolpert sind. Wir schießen natürlich nicht mit Coca-Cola oder Kaviar, sondern wir schießen mit Tonkugeln. Diese Tonkugeln haben den riesen Vorteil, die zerfallen und es bleibt nichts davon übrig. Und für die Leute, die sich gedacht haben, Steinschleuder, da muss ich ja mit Steinen schießen, sonst wird es ja nicht Steinschleuder heißen, sonst wird es ja Tonkugelschleuder heißen. Für die gibt es auch ein Video, habe ich da oben verlinkt, wie schieße ich mit einer Steinschleuder mit echten Kieseln. Da die ja alle eine andere Form haben, wie man das merkt, wie man so einen Kiesel in die Hand nehmen muss. Die fliegen natürlich nicht so präzise wie eine Kugel, aber da verspreche ich euch auch, dass ihr spätestens in 2-3 Wochen oder nach, keine Ahnung, 1000, 2000 Schüssen auf 20 Meter so ein Ziel hier trefft. Und dass ihr das plötzlich, und das macht dann auf einmal so zack und man hat das drinnen, dass man den Stein auch gar nicht mehr anschauen muss. Man merkt es, wie man den in die Hand nehmen muss. Die Fläche nach vorne, das Gewicht nach hinten, dann legt man den in das Bandel hier ein und dann kann man den genau zuschauen, wie der sich dreht und dann ins Ziel reinfliegt. Wunderschöne Sache. Wie gesagt, Video ist da oben. Wir schießen auf Sägeblättern. Das haben wir ein paar Mal gesagt, ja, auf Sägeblättern, die sind ja so groß, da kann ich auch drauf schießen. Dann machen wir es heute anders. Wir schießen einfach durch das Loch vom Sägeblatt durch. Ich stelle das nachher da hinten hin, könnt ihr beobachten, das sind von hier aus sind es immer 24 Meter. Das heißt, die Entfernung so bei euch bis zur Kamera, sagen wir mal, groß sind 2 Meter, aber sagen wir mal großzügig 3 Meter. Das heißt, minus 3 Meter sind 21 Meter, sagen wir mal 20 Meter. Also wenn ich mich da hinstelle, dann setzen wir das Ziel auf 20 Meter. Nur für euch, damit ihr mal jetzt nicht immer dieses Boing hört, sondern damit es einfach mal durch das Loch durchgeht. Dann setzen wir die Kamera dahinter, dann stelle ich noch eine Büchse dahinter. Und dann filme ich mich beim Schießen und gleichzeitig das Loch und die Dose und alles, was ich so brauche, damit ihr mir das glaubt. Ich meine, die meisten glauben es mir ja so, aber ich mache es einfach mal trotzdem. So, da hinten hängt auch ein Sägeblatt, das wisst ihr ja, das hängt auf 19 Meter. Oder irgendwie sowas. Das hängt dann nur, damit ich euch zeigen kann, wie man das hält, dass man vernünftig trifft. Und dieses Boing, habe ich euch auch schon mal gesagt, das mache ich ja, damit ihr, wenn ihr mich seht, wisst, dass ich was getroffen habe. Sonst wäre es ja ein bisschen langweilig. Ja, zum Zielen. Also, der nächste Punkt ist Kopf ausschalten. Bitte schaltet kurz vorm Zielen den Kopf aus, lasst alles frei werden und dann einfach, wo will ich hin? Okay, bam. Ja, also das war jetzt ein Leerschuss, das solltet ihr nicht machen. Das ist immer ein bisschen schade, weil beim Leerschuss heißt es, dass das Band ein bisschen stärker beschädigt. Ob das die Wahrheit ist, kann ich euch nicht sagen. Bei einer Waffe Leerschuss ist immer blöd, klar, weil der Schlagbolzen halt drinnen ist. Bei der Zwille ein Leerschuss, ich glaube, das ist völlig wurscht. Aber es hört sich halt einfach schöner an, wenn es scheppert. Ja? Das sind mal so die wichtigsten Sachen zu der Zwille. So, also, nächstes Ding, durchs Loch durchschießen. Der starten wir jetzt. Well, they call me the rockin' son of Daxau. I'm shining and I'm drinking all the time. Just give me a big old mug of moonshine, give me a bottle of wine, and I feel fine. We won't
Stole daddy's pickup and drove it through the rain. Mud on all the windows and whiskey on my brain. Tires kept screaming like a freight train's rail. Wrecked that old Chevy, it's stranded, leaking oil, yeah. Played music by the roadside for nickels and a smile. Crowd was mostly drifters who only stayed a while. One girl threw $1, said, boy, you're bound to fail. Next week she was naked, 9 months later I got mail, yeah. We camped out by the river with nothing but a flame. Talked about tomorrow. Jetzt habe ich wieder so viel gequatscht. Manche mögen das vielleicht arrogant finden. Ich denke mir halt einfach, es ist wirklich die coolste Zwille für mich. Sonst hätte ich es ja mit HitX anders konstruiert. Also das ist genau das, was übrig bleibt. Es ist genau so, wenn du da draußen die Möglichkeit hast, eine Zwille zu bauen und jemand sagt, komm, wir machen genau das, was du willst. Was dir liegt, genau wie du zielst, dein Griff, deine Gabel, deine Stärke, dein Gewicht, dein Gummi, was auch immer, abgerundet, Schrauben, keine Schrauben. Und jemand gibt dir die Möglichkeit, dann machst du natürlich genau das, was du willst, das zum Schluss übrig bleibt. Und das ist genau das, was ich wollte, das zum Schluss übrig bleibt. Es ist angelehnt an die Super Grip aus Kunststoff, die meiner Meinung nach schon immer eine Schleuder war, die ganz weit vorne ist, die mir nur einfach vom Material, weil es halt einfach Kunststoff ist, nicht so wirklich getaugt hat. Die ist jetzt halt laminiertes Holz, Edelstahl, Schraubverschluss und standardmäßig mit einem 1 mm Gummi. Das ist für mich so die Portion, die jeder, der das Schleuderschießen anfängt, eigentlich in die Hand gedrückt bekommen sollte. Plus 300 Kugeln, plus 2 Gummis und mir ist seltenst ein Gummi gerissen. Die meisten Gummis, die ich verschlissen habe, die sind nicht durch Schießen verschlissen, sondern dadurch, dass sie halt einfach irgendwo in der Sonne gelegen sind und dann anfangen zu leiden. Ja, das waren mal so die wichtigsten Sachen um die tatsächlich schönste Schleuder. Den Handschmeichler, um das Spielzeug vom kleinen Bub bis zum erwachsenen Mann. Dieses Ding lege ich euch ganz besonders ans Herz. Ja, habt ein wunderschönes Wochenende. Kauft kein Glump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch was. Pfiat euch.